Ja, hallo, das ist der Helmut. Heute will ich euch mal mein Drahtlosmikrofon von der Firma Ast vorstellen. Es ist ein bestehend aus einem Set, aus einem Taschensender, wie hier in der Hand den WM Pro, der am Gürtel oder an der Hosentasche x-beliebig befestigt werden kann. Der Anschluss beträgt einen Mikrofoneingang, 3,5 mm Klinkenstecker, in dem dann das Mono-Lavalier-Mikrofon eingesteckt wird. Hier habe ich den Empfänger, der passende Empfänger dazu, der WR Pro, der problemlos über einen Blitzschuh an der Kamera oder Spiegelreflex befestigt werden kann. Hier sind die beiden Eingänge, praktisch einer für Mikrofonanschluss, wo man den Ton überprüfen kann, und die Verbindung zum Camcorder. Dann ist ein mitgelieferter Blitzschuh-Adapter dabei, wo man draufschrauben kann auf den Blitzschuh, und dann funktioniert das. Die ausklappbare Antenne, damit eine sehr gute Verbindung zum Taschensender hergestellt wird, und das mitgelieferte Verbindungskabel vom Empfänger zum Camcorder bzw. Spiegelreflexkamera. Ja, das Gerät soll eine Reichweite versprechen bis zu 250 Meter. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert, und ich finde 250 Meter ist meiner Meinung nach sowieso viel zu viel. Man bewegt sich sowieso meistens im Bereich von 10 oder 15 Meter, und das reicht vollkommen aus. Hier wird das Mikrofonkabel angesteckt. Es handelt sich hierbei um einen Mono-Eingang. Also es ist kein Stereo-Mikrofon. Und für den Audioton, Sprachton reicht Mono vollkommen aus. Hier habe ich jetzt meinen Taschensender, der WM Pro. Der wird irgendwo am Gürtel oder irgendwo an der Hosentasche eingeklemmt. Somit hält er gut, und schon kann man das Lavalier-Mikrofon am Taschensender einstecken. Also ein 3,5 mm Mono-Klinkenstecker. Dann die passende Frequenz auswählen, F1 oder F2. Ich nehme immer F1. F1 oder F2 kann man zum Beispiel auswählen, wenn die Frequenz mal gestört ist. Dann kann man immer noch ausweichen auf den F2. Hier an den angebrachten Blitzschuhadapter meiner Panasonic Videokamera kann ich problemlos dann den Empfänger, den WR Pro, befestigen mit dem mitgelieferten Schuh zum Draufschrauben. Das bereitet jetzt ein wenig Probleme, weil ich eine zweite Videokamera in der Hand habe und mit einer Hand filmen und mit der anderen Hand den Empfänger anschrauben. Geht natürlich ein bisschen schwer, aber das drehe ich nur falsch herum. Super. Muss ich doch auf die andere Seite rüber gehen. Beide, also Empfänger und Taschensender, werden mit einem 9 Volt Block ausgestattet. Hier sollte man schon darauf achten, dass man gute Batterien kauft und keine No-Name-Batterien, weil mir ist schon aufgefallen mit No-Name-Batterien, dass nach einer Stunde die Batterien leer waren, und bei die Warta oder Duracell habe ich bis jetzt noch keine Probleme festgestellt. So, der Empfänger ist nun verbunden, die Antenne ausgezogen. Somit muss ich jetzt nur noch meine Frequenz am Empfänger wählen, in diesem Fall auch wieder F1, und dann das Verbindungskabel vom Empfänger zur Kamera-Mikrofoneingang verbinden. Und schon ist dann die Verbindung zum Taschensender hergestellt. Also ich denke mal, die meisten hochwertigen Spiegelreflexkameras oder Camcorder haben einen externen Mikrofoneingang, so wie man es hier sieht, und da kann man problemlos das Ärzten drahtlos Mikrofonset
benutzen. Also ich wünsche euch viel Spaß dann, wer dieses Produkt kaufen will. Ich werde es euch zeigen dann, wenn ich mich von der Kamera dann entferne, wie die Sprachqualität so einigermaßen funktioniert. So, jetzt bin ich beim Testen. Also hier wird jetzt der Ton aufgezeichnet nur von meiner Panasonic Videokamera und nicht von dem drahtlosen Mikrofon Atzen. Ich teste jetzt einmal die Entfernung. Ich gehe Richtung Garteneck runter hinterm Pool. Das sind ungefähr 18 bis 20 Meter. Und ob da dann die Verständigung nur so leicht ist wie mit dem drahtlosen Mikrofon, das stellt sich jetzt heraus. Also ich gehe jetzt mal runter. Ich bin jetzt hinterm Pool, das sind ungefähr 15 Meter. Und wie die Verbindung hier ist, weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Index Easy Pool, 3,66 Meter Durchmesser, 60 cm tief. Und wie gesagt, das Folie leider weg. Wir haben jetzt ungefähr 25 bis 30 Meter entfernt. Ich denke mir, das wird kein Ton mehr zu verstehen sein ohne Radl. Ja, wie gesagt, das teste ich dann. Jetzt teste ich dann das Drahtlosmikrofon und dann schauen wir, wie weit hier die Verbindung zum Garteneck reicht. Also bis gleich. Okay, Drahtlosmikrofon des Ärzten WMS ist eingeschaltet und mein Taschenempfänger ist auch eingeschaltet auf der Stufe F1. Und jetzt probieren wir mal, wie die Tonverbindung zum Drahtlosmikrofon ist. Ich gehe wieder die gleiche Strecke hier am Pool entlang. So, nun habe ich jetzt wieder eine Entfernung von ca. 15 bis 18 Meter und wie gesagt, das ist der Index Easy Pool, 3,66 Meter Durchmesser, 60 cm tief und die Tonqualität dürfte jetzt eigentlich besser sein wie vorher nur mit dem Panasonic Mikrofon. Jetzt gehe ich wieder weiter in das ganze Garteneck, unser wunderschöner Hibiskus. Ja, so, ich bin jetzt wieder ca. 30 Meter entfernt, also weiter kann ich nicht mehr, hier ist die Hecke. Theoretisch müsste jetzt die Funkverbindung drahtlos wunderbar funktionieren. Allerdings ist der Ton jetzt in Mono-Qualität, aber bei einem Sprachton ist das nicht entscheidend, weil meiner Meinung nach ein Sprachton in Mono viel besser ist als im Stereoton. Also ich gehe jetzt wieder zurück. Ich hoffe, der Test hat funktioniert. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Einschalten. Euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Also habe die Ehre. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass die Vorstellung einigermaßen funktioniert hat über das Drahtlos-Mikrofon von der Firma Ärzten. Probiert es aus, wer es kaufen will. Ich setze euch den Link unten in die Infoboxen rein und viel Spaß mit diesem wunderschönen Drahtlos-Mikrofon, wo der Preis sich noch in Grenzen hält. So, bis dahin, Helmut, Servus.